Hallo zusammen, grüezi miteinander. Schön sind ihr da. Heute ist wieder ein neuer Livestream, ein festlicher Livestream. Wir reden heute über Weihnachten. Hallo Hakuna Matata, hallo Olivia. Schön sind ihr da. Ich möchte auch die anderen begrüßen, die noch nichts gesagt haben. Hallo Dario. Schreibt doch, meldet euch doch, macht mit in unserem Livestream. Und ja, danke auch denen, die mich unterstützen, die mir einen Kaffee spendiert haben, die mich unterstützen und dann dürfen mitschreiben im Chat. Ja, also wenn du möchtest mitschreiben im Chat, dann kannst du das auch machen und mich unterstützen. Okay. Hi Lovely. Heute haben wir das Thema Weihnachten. Ich weiss nicht, ob ihr alle auch Weihnachten feiert oder ob ihr Hanukkah feiert oder ich weiss nicht, was es gibt. Es bei den Moslems auch etwas zu feiern oder bei den Buddhisten jetzt in dieser Zeit. Was machst du an Weihnachten? Sehr wahrscheinlich hast du frei, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, nicht unbedingt auf jeden Fall. Wenn du im Spital schaffst, dann musst du vielleicht auch arbeiten. Aber die meisten Leute haben an Weihnachten frei. Was macht ihr an Weihnachten? Also Olivia, du tust Weihnachten feiern mit deiner Familie. Nehme ich jetzt an, mit deiner Familie. Ja, und die anderen? Du schaffst nicht an Weihnachten, das ist gut, ja. Du hast frei, das ist schön, wenn man Zeit hat für die Familie. Du tust Weihnachten feiern. Du kannst auch sagen, ich feiere Weihnachten. Hakuna Matata, du feierst zweimal Weihnachten. Mit verschiedenen Leuten, ja? Oder einfach am 24. und am 25. Ja, was macht ihr an Weihnachten? Ihr könnt mir immer noch schreiben. Oh, lovely, du musst vom 22. bis am 25. Dezember arbeiten. Was machst du? Wo schaffst du? Das ist viel, ja. Meistens ist es so, dass jemand am 24. arbeitet und dafür am 25. frei hat. Im Team kann man so abwechseln oder man arbeitet am 25. Und hat am 24. frei. Feiert ihr gern Weihnachten? Du arbeitest im Pflegeheim in der Küche, dann habt ihr viel zu tun. Ihr könnt sicher gut kochen an Weihnachten für die alten Leute, ja. Olivia, du feierst gerne am ersten Tag, also der erste Tag, eigentlich sagen wir, das ist der Heilige Abend oder Weihnachten. Meistens, wenn wir von Weihnachten reden, meinen wir den 24. Dezember am Abend. Ah ja, genau, Hakuna Matata. Du tust zweimal Weihnachten feiern, nicht am 24. und am 25., sondern um die Weihnachtszeit mit den römisch-katholischen oder anderen Christen und dann am 7. Januar mit den orthodoxen Christen. Okay, genau, am 24. Dezember. Super, also ich feiere auch Weihnachten. Meistens das grosse Fest ist in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Und meistens haben wir ein gutes Nacht mit der Familie und wir singen Weihnachtslieder. Ja. Genau, Weihnachtsferien sind die besten Tage, weil alle locker sind, alle sind entspannt, nicht gestresst. Weil vielleicht Hausfrauen sind gestresst. Ich weiß nicht. Und man hat Zeit und man ist mit der Familie zusammen, man tut nicht arbeiten.
viele Leute nicht arbeiten, aber es gibt einige, die arbeiten. Es ist also frohe Weihnachten, kann man sagen. Locker ist so easy, locker, nicht so gespannt. Das ist das Gegenteil von gespannt. Wenn man gestresst ist oder so, dann ist man so ganz angespannt. Und locker ist es so easy. Loslassen. Ein bisschen. Genau, chillt. wir singen Stille Nacht und Tannenbaum. Oh, Tannenbaum, genau, das sind sehr berühmte Lieder. Wie feiert man Weihnachten in deinem Land? Wie feiert man Weihnachten in deinem Land? Ist das auch ganz ähnlich wie in der Schweiz oder ist es anders? Ist es sehr unterschiedlich? Habt ihr etwas ganz Spezielles? Also ich weiss zum Beispiel, weil mein Mann Polisch, in Polen isst man zum Beispiel am 24. am Abend kein Fleisch. Das ist immer das Festessen mit viel Fisch und so, aber ohne Fleisch. Das war für mich ganz neu. Als ich auf Polen kam, habe ich so, das ist doch ein Festessen, ein grosses Essen mit Fleisch und allem, aber in Polen gibt es erst am 25. Fleisch. Ja. Ist das bei dir auch so, Olivia? Weil du kommst, glaube ich, auch aus Polen, ja? Stille Nacht ist sehr ein schönes Lied, genau. Dario, du feierst mit dem Weihnachtsbaum und Geschenken ganz traditionell. So wie man sich das gewöhnt ist. Ja. Da wollte ich noch einmal einschieben, dass die am Kurs mitmachen wollen, am Montagabend gibt es einen Kurs, am 8. Und da haben wir so wie da, können wir chatten und wir zusammen, haben zusammen ein Thema und einfache Lektionen, wo ihr langsam Schweizerdeutsch lernen könnt. Oder schneller. Es hat schon ganz viele Lektionen online, wo ihr nachschauen könnt, dann könnt ihr auch ganz viel lernen. Also, zum Wünschen, was man sagen an Weihnachten. Ich wünsche frohe Weihnachten oder eine schöne Weihnachten. Oder was sagen dir noch? Ich wünsche dir ein frohes Fest. Ja. Oder was sagt ihr? Wir wünschen euch eine schöne Weihnachten, eine gesegnete Weihnachten, mit viel Freude. Schöne Weihnachten mit Doppel-O. Genau. Und einen guten Rutsch. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, ich weiss nicht, wieso dass man auf Deutsch sagen kann, einen guten Rutsch. Ich stelle mir vor, das ist wie eine Rutschbahn, die übergeht ins neue Jahr. Und du musst, am Silvester rutschen wir da über Mitternacht ins neue Jahr rein. Oder wir schlitteln so quasi ins neue Jahr rein. Genau, Merry Christmas sagen sie auch schon viel auf Englisch. Ja, schöne Weihnachten. Gesegnete Weihnachten. Genau. Wo feierst du das Jahr Weihnachten? Das ist vielleicht, wir haben vielleicht weniger Auswahl. Wir können nicht sehr weit reisen. Und vielleicht sonst in anderen Jahren tust du weit reisen zu deiner Familie oder bleibst du mehr daheim? Olivia, du feierst daheim, nur daheim. Ich gehe zu meiner Schwägerin. Wir treffen uns mit ihnen und mit meinen Schwiegereltern. Ja. Wie jedes Jahr. Also bei uns haben sich die Pläne wegen Corona nicht sehr stark geändert. Wir haben entschieden, dass wir trotzdem zusammen Weihnachten feiern.
auf dem Berg im Wallis? Geht ihr raus an die frische Luft, gehen Weihnachten feiern? Auf jeden Fall gehen ihr ein bisschen in die Berge ins Wallis, schön. Aber feiern ihr dort vielleicht drinnen feiern? Oder gehen ihr auch, es gibt ja viele jetzt, die sagen, man kann jetzt rausgehen feiern. Im Wald zum Beispiel. Lovely, du tust einfach zusammen festlich, etwas Festliches, Feierliches essen daheim mit deinem Mann. Nach dem Arbeiten, ja. Vielleicht kannst du Essen mitnehmen von deiner, vom Altersheim, wenn ihr etwas Gutes habt. Oder vielleicht tut dein Mann kochen. Was wünschst du dir auf Weihnachten? Auf Weihnachten, das ist immer die Zeit, wo man sich so etwas wünschen kann. Vor allem die Kinder wünschen sich viel Geschenke oder man wünscht einander viel Gesundheit, viel Glück. Ja. Was wünschst du dir auf Weihnachten? Genau, Hakuna Matata. Also dir geht wirklich an die frische Luft. Ich hoffe, das Wetter ist dann schön und ist nicht gerade ein Schneesturm. Ja. Was wünschst du dir? Lovely, du tust ganz gemütlich daheim feiern. Hast du einen Wunsch auf Weihnachten? Was wünscht ihr euch? Ja? Hakuna Matata, du wünschst dir, dass 2020 schnell vorbeigeht oder Covid? Ich glaube, du hast im Alltag noch ein bisschen zu tun mit Covid und hast ein sehr strenges Jahr gehabt, denke ich mir. Ja? Kann das sein? Ja, du wünschst dir, dass der Rest von deiner Familie kein Corona überkommt. Dario, bist du krank gewesen selber? Gesundheit. Olivia, du wünschst dir auch Gesundheit. Ja. Das ist etwas Wichtiges, wenn wir eben die krank sind und wirklich Corona hatten, glaube ich, die wissen, was sie verloren haben. Also wir wünschen uns sicher, dass die Situation mit Covid schnell vorbeigeht und unter Kontrolle kommt. Dass wir wieder Kontrolle haben über die Situation, dass wir wieder können, rausgehen, Freunde treffen, mit anderen zusammen sein, feiern. Einige von deiner Familie sind krank, also dann wünschen wir ihnen ganz gute Besserung und hoffen, dass sie schnell wieder gesund werden und nur leichte Symptome haben. Ja. Also ich wünsche mir auch auf Weihnachten, dass Liebe, dass Liebe in den Herzen der Menschen ganz viel Gutes macht, ja, dass sie wieder Freude haben und Hoffnung für die Zukunft und wissen, dass wir einander haben und dass wir uns einander unterstützen können. Ja. Ich wünsche dir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Alle deine Wünsche. Oder ich wünsche euch, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ja. Dass wir Frieden haben in der Familie. Ja. Dass wir genug arbeiten können, dass wir ein erfülltes Leben haben, dass wir Freude haben am Arbeiten. Das ist gut. Habt ihr einen Christbaum daheim? Habt ihr ihn schon aufgestellt? Oder kommt das erst? Wir haben den Christbaum noch nicht. Also wir gehen meistens erst so am 22., 23. den Christbaum kaufen, dass er relativ frisch ist, dass er nicht zu schnell die Nadeln verliert, weil wir kaufen den richtigen Christbaum, also einen richtigen Tannenbaum.
Ich weiss nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr einen richtigen Christbaum, einen natürlichen Christbaum oder habt ihr einen künstlichen Christbaum? Das machen ihr auch am 24. Dezember, den Christbaum. Es ist ein bisschen zu früh sonst, ja. Wir lassen ihn dafür ein bisschen länger stehen. Also mindestens bis am 6. Januar haben wir schon einen Christbaum daheim. Genau, den Schmuck hast du schon vorgenommen. Hast du ihn schon parat. Aber der Christbaum, genau, muss frisch sein. Also du kaufst auch einen natürlichen Christbaum, Hakuna Matata. Und Olivia, du hast auch einen richtigen Tannenbaum. Genau, dann muss man ein bisschen warten. Und die anderen, die künstliche Tannenbäume haben, die können sie schon früher führen. Ja, wie schmückt ihr euren Christbaum? Kaufen ihr jedes Jahr viel neuen Schmuck, Christbaumschmuck? Wir haben hauptsächlich rote Kugeln oder ein bisschen weisse Kugeln und wir haben Glaskugeln. Glaskugeln sind sehr schön. Und mit viel Lichtli. Früher haben wir immer richtige Kerzen gehabt. Also am Christbaum, am grünen Baum, haben wir so Kerzenständer gehabt und dort so Kerzen reingetragen und angezündet mit Feuer. Richtige Kerzen. Vielfarbige Kugeln, ganz viele verschiedene Farben hast du, Hakuna Matata. Ja, und ich habe gerne Strohsterne zum Beispiel. Strohsterne oder so weisse, selber gemachte Engel oder Glöckchen, die man aus jemandem gemacht hat. Oder etwas aus Holz, etwas, was natürlich aussieht, habe ich gerne. Mhm. Und ihr habt Glitzer auf den Kugeln. Das habt ihr selber die Kugeln dekoriert, ja? Hakuna Matata. Schön glitzerige Kugeln. Wir haben auch einige Kugeln mit einem Stern drauf, zum Beispiel. So einen glitzerigen Stern. Ein bisschen muss es schon leuchten und glänzen. Ja, an Weihnachten. Also wir haben Kerzen. Wir haben auch sonst ein Gesteck mit Kerzen oder so. Wenn wir anzünden, wenn wir auf dem Tisch haben und wenn wir essen, tun wir die Kerzen anzünden. Ja, also die haben wirklich selber Kugeln gemacht. Sterne natürlich, das ist ein schönes Symbol. Ich habe gerne Strohsterne oder andere Sterne, die wir brauchen, um den Christbaum zu dekorieren. Oder Papiersterne. Ihr habt ein Weihnachtslicht auf dem Balkon. Ja, es muss nicht immer ein Christbaum sein. Das ist nicht das Wichtigste an Weihnachten. Aber so ein bisschen Lichtli, ein bisschen Kerzli, also das ist schön. Vor allem, weil es immer so dunkel ist draussen und so schwarz. Und dann ist es schön, wenn man den Lichtli sieht, auch bei anderen im Garten. Man kann auch draussen Lichtli aufhängen und das ganze Haus schmücken und den ganzen Garten machen. Aber wir sind nicht so extrem. Wir haben ein paar ein Bethlehem-Stern im Fenster, wo so leuchtet. Aber sonst nicht so viel. Genau, Lovely, du musst viel arbeiten, du hast keine Zeit dieses Jahr. Dann hast du auch weniger Zeit zum Schmücken. Und wenn du bei jemandem bist, meistens ist man immer dann ganz gewundert und geht schauen, wie sieht dein Christbaum aus, wie hast du deinen Christbaum dekoriert. Und dann ist es schön und du kannst sagen, oh, ich liebe deinen Christbaum, der ist ganz schön. Der ist schön, der ist prächtig. Das ist wunderbar. Ja. Hast du das selber gemacht? Genau. Die Dekorationen. Ah, genau. Du hast noch ein letztes Adventskalendergeschenk am 24. Genau, dann gibt es ein letztes Türchen, das man auftun kann.
ich habe deinen Christbaum gern. Kann man das sagen? Dario, fragst du, ich habe deinen Christbaum gern. Er gefällt mir vielleicht besser, weil ich würde eher von Personen sagen, ich habe die gern oder ich habe da, oder etwas zu essen, ich habe das gern. Du könntest eigentlich auch sagen, ich habe deinen Christbaum gern, aber ich würde sagen eher so, wow, dein Christbaum gefällt mir gut. Ja, das ist mega geil, mega super. Schreibt ihr Weihnachtskärtchen schreiben? Früher, ich weiss noch, wir sind nämlich im Advent zusammengesessen und haben Weihnachtskärtchen geschrieben für Leute. Aber heute schreibt ihr noch Weihnachtskärtchen schreiben oder schreibt ihr immer am 24. allen Freunden ein SMS oder irgendein so ein MMS oder WhatsApp-Filmchen mit einer Message. Was macht ihr jetzt, wo man die Leute nicht treffen kann, vielleicht noch mehr? Weihnachts-SMS oder Weihnachtskärtchen schreiben oder einfach mit ihnen telefonieren. Was macht ihr? Wie wünscht ihr den anderen Leuten frohe Weihnachten? Der 24. Dezember, das ist schon am Donnerstag in einer Woche, der 24. Dezember. Genau, die meisten Leute schreiben einfach ein SMS oder ein WhatsApp, aber ich schreibe meistens erst nach Weihnachten, so ein bisschen verspätet. Genau, am 24. Dezember ist auch der Heiligabend, kann man sagen. Dann ist eine Mitternachtsmesse. Ich gehe sehr gerne in die Mitternachtsmesse. Ich finde das immer sehr, sehr schön. Romantisch, fast. So mitten in der Nacht mit den Lichtern und Kerzen und dieser schönen Dekoration. Und es ist auch schön, wenn alle zusammen singen können, aber jetzt ist Singen verboten in der Kirche. Man darf nicht singen, oh je. Das wird komisch. Vielleicht kann man am 24. wieder singen. Und dann am 25. Dezember wird mehr in England oder in Amerika gross gefeiert. Bei uns ist es mehr so ein bisschen locker, wir schlafen aus, wir und treffen wieder unsere Familie zum Resten essen vom vorherigen Tag, weil wir immer sehr viel zu essen haben. Genau, der Heiligabend ist sehr schön. Mir gefällt das auch. Also könnte mir ein Leben ohne die Feste wie Ostern oder Weihnachten wäre sehr traurig. Sehr für mich. So. Das sind schon so Highlights. Was feiert ihr? Ist für euch Heiligabend, Weihnachten, ist das der schönste Tag vom Jahr oder das schönste Fest? Oder was ist für euch das schönste Fest vom Jahr? Und dann, was gibt es an Weihnachten bei euch zu essen? Ich habe schon gesagt, bei uns gibt es am 24. hauptsächlich Fisch und ganz viele verschiedene kleine Sachen. Und was gibt es bei euch? Und am 25. gibt es dann irgendein Fleischgericht, aber das ist nicht irgendwie traditionell vorgegeben, was man muss kochen muss. Also ich habe mich noch nicht entschieden, was es gibt. Aber meine Mama macht Fisch auf die griechische Art, sagen wir so, Fisch, Halibut mit Gemüse, so in einem Gemüsebett, in einer Gemüsesauce. Und was für Polen auch wichtig ist, das machen wir auch immer, Randensuppe. Randensuppe ist sehr wichtig bei uns. Aber sonst bei meine Mutter, die kocht immer sehr, sehr fein, aber jedes Jahr etwas anderes, ein anderes Rezept. Natürlich mit Fleisch. Sie ist eine gute Köchin, sie tut gerne verschiedene Sachen ausprobieren. Truthahn, genau, das ist auch, das klingt für mich amerikanisch, dass es Truthahn gibt. So ein bisschen wie an Thanksgiving, ja. Aber machst du einen ganzen Truthahn oder machst du einfach ein Filet?
Das ist eine gute Idee. Rindfleisch vom heißen Stein. Also das braucht gar nicht so viel Zeit zu machen. Das kann man gut vorbereiten und du hast nachher ganz frisch gemacht. Super. Und dein Mann tut das vorbereiten. Mit verschiedenen Söseli. Mhm. Genau, mit einer Meerrettichsoße oder Knoblauchsoße oder Senfsoße oder Dillsoße. Genau. Und dann gibt's bei euch Gutzli. Tun ihr an Weihnachten um die Weihnachtszeit Gutzli machen? Also man kann auch sagen, ich tue Gutzle. Mit einem ganzen Truthahn und russischen Salat. Genau, russischer Salat, das ist bei uns auch so populär, ja. Das habe ich sehr gerne, aber das machen wir meistens erst nur an diesen Festtagen mit Erbsli und Rüebli und Herdöpfel und Senf oder Mayonnaise, vor allem Mayonnaise oder noch ein bisschen Joghurt. Mhm. Oder ein bisschen Äpfel auch. Genau. Ja, Mailänderli, Brunzli und Krebeli. Dario, tust du Gutzle? Oder kaufen dir die Gutzli? Oder deine Frau tut vielleicht Gutzle daheim. Also ich ha noch nicht angefangen Gutzle. Ich habe Gritti-Bänze gemacht, letzte Wochenende. Und vielleicht tun wir das Wochenende Gutzli machen. Ich muss schauen, ob ich meine Kinder dazu motivieren kann. Das wäre eigentlich die Idee, dass sie auch etwas machen. Aber mein Sohn hat gestern Berliner gemacht. Ist zwar nicht so typisch Weihnachtsgebäck, mehr so ein Fasnachtsgebäck. Aber er hat gestern versucht, Berliner zu machen und es ist ihm recht gut gelungen. Also, Dario, deine Frau macht alles mit ihrer Großmutter. Das ist schön, so eben, wenn man das Paar zusammen in der Küche kann stehen und dann etwas kreativ sein und etwas zusammen machen. Das ist auch schön. Das ist dann schön, Lovely. Du hast von der Arbeit Gutzli bekommen. Das war so ein Weihnachtsgeschenk für die Mitarbeiter. Super. Mhm. Kennt ihr das Lied? Das ist ein schweizerdeutsches Weihnachtslied. Aber meistens, ganz viel singen wir eigentlich hochdeutsche Lieder. Oder sogar englische Lieder oder andere Lieder. Aber es gibt auch einige schweizerdeutsche Lieder. Und das ist eines, was mir sehr gut gefällt. Vom Schnee, wo kommt, wo es schneeit. Und dann das Christkind, man wartet so. Es ist so ein bisschen mehr ein Adventslied, dass man aufs Christkindli wartet. Genau, Olivia, das ist ein bisschen das Problem. Wenn wir immer Gutzli haben, die rumstehen, dann tut man zu viel davon essen. Genau, du tust deine Gutzli von der Frau föteln, das ist schön. Und dann könnt ihr das Rezept und die Ideen teilen mit den anderen Leuten. Das Lied geht so, vielleicht habt ihr es schon gehört. Es schneelet ganz fein und lies und alle Wägli werden weiss. Sie werden weiss und weich und still, weil's Weihnachtskind auf der Erde will. Das ist so das Lied. Kennt ihr das? Oder kennt ihr andere deutsche Weihnachtslieder? Das ist der Schneemann. Ich habe noch irgendein Slide mit den Weihnachtsliedern. Ja. Und merci. Also, es wäre natürlich schön, wenn wir zusammen singen könnten. Das wäre super. Und an Weihnachten tut man ab und zu Misteln aufhängen, irgend über einer Tür oder so. Wisst ihr, was das heisst? Vor allem, wenn man sich unter den Misteln küsst. Was heisst das? Gibt es das bei euch auch? Oder ist das... Tannenbaum kennst du, Lovely.
Genau. O Tannenbaum, das gibt es auch in sehr vielen verschiedenen Sprachen. Mhm. Du tust mehr Weihnachtslieder hören als selber singen. Mhm. Man kann, ja, im Radio läuft immer irgendetwas jetzt Weihnachtliches oder es gibt Listen auf YouTube, wo man hören kann, ganze Listen, wo man nonstop schöne Musik hören kann. Mhm. Du kannst sagen, oh, ich habe das Lied auch schon einmal gehört, «O Tannenbaum», das kommt mir bekannt vor. Oder du sagst, wir hören Musik, wir hören Weihnachtsmusik am Heiligen Abend. Ja. Olivia Mistle sind so, das ist so eine Pflanze, die auf dem Baum wächst, ein Parasit. Und die tut man reinnehmen und abschneiden. Sie haben so kleine grüne Blättchen und weisse Beeren. Und man tut sie so aufhängen als Weihnachtsdekoration. Das ist grün, ja, und mit weißen Beeren. Und es gibt so eine, man sagt, die Leute glauben, oder was ist das? So eine der Volksmund sagt, so eine alte Weisheit, ich weiss zwar nicht, ob es stimmt, ich glaube es eher nicht, dass dann etwas passiert, wenn man sich unter den Misteln küsst. Jemand hat gesagt, man muss sich küssen, wenn man unter den Misteln steht, aber ich glaube, ich habe das mehr in Erinnerung, dass wenn ein Paar unter den Misteln steht, dass es sich küsst, weil ihr habt noch gar nichts gesagt. Du vermutest, dass der Mann einen Heiratsantrag machen könnte. Das wäre dann vielleicht nötig, weil was ich weiss, sagt man, dass das ist romantisch, genau, das ist romantisch und man sagt, dass das gut ist, wenn man Kind möchte. Also wenn man sich unter den Misteln küsst, dann ist man fruchtbar und kommt dann später Kind über. Also du musst aufpassen, ob du unter den Misteln küssen mit jemandem, nicht einfach mit jemandem. Oder ob du das lieber nicht machst. Ja. Ich weiss nicht, habt ihr das schon gehört? Es ist zwar eine kleine Sache, so eine Tradition, oder? Mhm. Ja, da kommt mein Slide. Kennst du deutsche Weihnachtslieder? Lauri hat schon geantwortet. Sie kennt auch Tannenbaum. Du musst mal ausprobieren, ob das geht. Deine Frau möchte sich mit dir küssen unter einem Mistelzweig und einen Hund bekommen. Mhm. Jetzt weisst du, was du für ein Weihnachtsgeschenk möchtest. Ja, und dann, wenn ihr Geschenke bekommt, dann könnt ihr euch bedanken. Merci vielmals für das Geschenk. Das hat mir eine Weltsfreude gemacht. Das ist super, mega genial. Ich habe sehr Freude daran. Ja. Merci vielmals. Oder Dankeschön. Oder ihr könnt natürlich einfach ein Drückerli geben. Ja. Die Leute umarmen. Ich denke, wenn das Leute sind aus dem gleichen Haushalt, dann dürfen ihr das auch dieses Jahr. Andere umarmen und Danke sagen. Drückerli sind gratis, genau. Einfach eine Umarmung geben. Ja, und dann der Samichlaus. Wann kommt bei euch der Samichlaus? Oder kommt der Samichlaus? Oder wer kommt bei euch? Bei uns ist der Samichlaus schon gekommen. Und zwar, ich weiss nicht, ob ihr wisst, an welchem Datum der Samichlaus kommt. Bei dir kommt ein Schmutzli vorbei. Genau, der Samichlaus kommt immer mit dem Schmutzli. In der Schweiz, das kennen andere vielleicht weniger, der schwarze Mann, sieht mit einem schwarzen Bart und so schwarz angezogen, der den Sack vom Samichlaus trägt und die Rute
Und er kann zum Beispiel dem Kind Angst machen, dass er sie mitnimmt. Hallo Shane. Ah, gut, du arbeiten. Dann nachher wünschen wir dir auch ganz frohe Weihnachten und viel Spass beim Zuhören. Der Schmutzli ist lustig, findest du, Olivia? Andere haben ein bisschen Angst, vor allem die kleinen Kinder. Aber ich denke, es macht es vielleicht interessanter und spannender, den Auftritt vom Sammy Klaus. Genau, schade, kann man sich nicht umarmen mit allen. Also in der Familie kannst du ja schon noch. Aber sonst ist es, muss man immer aufpassen. Man hat so einen Reflex, ja, und dann muss man, nein, ich darf nicht. Ja, dass man sich nicht umarmen kann. Was feiern wir am 31. Dezember? Also, und wann feiern wir Sammy Klaus? Das ist jetzt alles noch so ein bisschen in der Weihnachtszeit. Was feiert wir am 31. Dezember? Feiert ihr? Was feiert ihr? Am 31. Dezember. Und dann noch eine Frage. Wann kommt der Sammy Klaus? Eine andere Frage. Genau, Silvester, das ist von dem Heiligen, der an diesem Tag gefeiert wird, Sankt Silvester, der letzte Tag vom Jahr. Also wir feiern auch Silvester feiern und wir bleiben wach bis Mitternacht, bis das neue Jahr anfängt. Und dann im Schweizer Radio, wenn ihr hört, könnt ihr dann die Schweizer Hymne hören. Im Schweizer Radio, das ist jede Nacht eigentlich. Im Schweizer Radio um Mitternacht spielen sie die Schweizer Hymne, aber Musik, nicht mit Text, sondern einfach Musik. Am Silvester weiss ich nicht, ob sie es anders machen. Genau, Radio SRF 1 eigentlich ist so, immer um Mitternacht gibt's, wenn ein neuer Tag anfängt, gibt es eine Schweizer Hymne und natürlich, wenn das neue Jahr anfängt und dann tut der neue Bundespräsident auch noch kurz reden. Eine kurze Ansprache haben, wenn ihr interessiert sind, was er sagt, der Schweizer und der Schweizer Bürger und denen, die in der Schweiz wohnen, dann könnt ihr um Mitternacht das Radio anlassen und hören. Genau, am 6. Dezember kommt der Sammy Klaus. Also bei uns ist der Sammy Klaus schon gekommen und dann an Weihnachten bringt nicht der Sammy Klaus Geschenke, sondern jemand anderes. Das ist jetzt irreführend, das Video. Das ist nicht der Sammy Klaus. Wer kommt und bringt Geschenke an Weihnachten? Das ist vielleicht auch so im deutschen Kulturkreis. Ich weiss nicht, wie es in den anderen Kulturkreisen ist, ob das auch so etwas gibt. Also auf Englisch ist es sogar schwierig, das zu übersetzen, habe ich das Gefühl, weil das ist so nicht bekannt, die Figur, die an Weihnachten das Geschenk bringt. Die Kinder haben, die wissen es sehr wahrscheinlich. Genau, nur der Schmutzli war bei dir. Ich hoffe, du hast nicht zu fest aufs Dach bekommen. Ich hoffe, er war nicht zu böse mit dir, Dario. Und er hat dich scheinbar nicht mitgenommen in den Wald, das ist schon gut. Habt ihr schon einmal vom Christkindli gehört? Also das Christkindli kommt an Weihnachten und bringt Geschenke. Also kurz vor wir anfangen Weihnachten feiern, müssen alle Kinder ins Zimmer und dann plötzlich sind Geschenke da und es läutet fein und dann sagt man, oh, das Christkindli war da gewesen. Und dann können die Kinder springen und unter dem Baum hat es Geschenke. Aber eigentlich sieht man das gar nie, das Christkindli. Niemand verkleidet sich als Christkindli oder so. Aber man stellt sich so das vor, ich denke, man hat so ein Bild von einem süßen Engeli mit blonden Locken oder so, von einem kleinen, süßen Engeli mit blonden Locken, vom Christkindli. Ja. Sagt, wer kommt bei euch daheim an Weihnachten und bringt Geschenke? Habt ihr auch ein Christkindli? Oder ist es einfach der Weihnachtsmann?
oder sonst jemand. Oder die Eltern. Also, das sind alles meine Fragen gewesen. Es ist schön, dass ich mit euch über Weihnachten reden. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Fest und könnt euch langsam einstimmen und könnt auch irgendwie feiern. Es ist auf jeden Fall ein Fest von dem Licht und von der Hoffnung. Ich weiss nicht, was für die anderen, die schauen, was für einen Glauben das ihr habt, was ihr feiert. Auf jeden Fall ist es schön, mitten im Winter so ein Lichterfest zu feiern. Und ich denke, wenn man noch die Bedeutung hat oder das Wissen, dass Gott ist Mensch geworden, so wie wir Christen glauben, dann ist das wirklich so ein grosses Wunder und ein grosses Fest. So wie jedes Kind, das auf die Welt kommt, auch ein grosses Wunder ist. Das ist eine schöne Zeit, Weihnachten. Ja, noch wegen... Ja, Lovely, ich wünsche dir auch schöne Weihnachten. Wir sehen uns sehr wahrscheinlich noch nächste Woche. Also der nächste Livestream am nächsten Dienstagabend ist für die Mitglieder, die im Extra-Video-Club dabei sind. Ja, das ist, also merkt euch, wenn ihr im nächsten Livestream dabei seid, dann dürft ihr gerne dabei sein. Ihr könnt gerne euch zum Einschreiben für den extra Videoclub. Ja, den anderen wünsche ich schon jetzt ganz frohe Weihnachten. Und Hakuna Matata, du hast noch geschrieben, der religiöse Hintergrund wird nie diskutiert beim Fest. Ja, die Frage, ist das gut oder ist das nicht gut? Also für mich ist der religiöse Hintergrund sehr wichtig. Andere, die finden das Fest schön und feiern einfach sonst und freuen sich an der Familie und freuen sich an dem Fest, an diesen Lichtern und das ist auch gut. Und hoffentlich muss niemand allein daheim sitzen und traurig sein, weil das wäre sehr, sehr schade. Wenn andere so das Fest feiern und sie nicht mitmachen können. Also ich hoffe, ihr habt alle ein Plätzchen oder Freunde oder Familie, wo ihr könnt feiern oder zusammen sein. Ja. Bleibt gesund, frohe Weihnachten und dann nachher da am Dienstag am 9. Also heute Abend, für die sich eingeschrieben haben, am 9. machen wir einen Kurs, mündlich Workshop, also wir reden sehr viel reden. Dort müsst ihr ein Mikrofon haben, also wenn ihr wollt, könnt ihr euch einschreiben. Ihr müsst euch zuerst einschreiben und so einen Prozess durchgehen. Vielleicht reicht es dann nicht, dass ihr heute dabei seid, aber eigentlich machen wir jeden Dienstagabend am 9. So einen mündlichen Kurs, Speaking Workshop oder so. So können wir dem sagen. Und das ist für Leute, die schon ein bisschen reden und viel verstehen und mehr möchten reden. Ja, also merci vielmals. Könnt euch anmelden für den Newsletter oder für den Videokanal, meine ich. Und ein Like geben und einen Kaffee spendieren oder vielleicht sogar im Videoclub mitmachen. Dann können wir uns wieder sehen nächsten Dienstag am 8. Macht's gut. Tschüss zusammen.